Wort waren, die dort wirst glauben, dass du bist von Ewigkeit her an Gott seine Hort gewesen. Und für die nächsten Billionen Jahren bist du versiegelt, du bist gestempelt. Dann von der jankert meine Frau zu Frauen, zu dir persönlich. Wer immer du bist, von wo immer du kommst, wo immer du von der mit nach der Kirche gebracht hast, oder wer immer du bist. Wer glaubst du dir zu sein? Das ist ein Ausdruck, was wir einmal gebraucht haben, besonders zu Menschen, merken rauf oder durchstempeln, oder wenn ich sich was weg zu tun, oder was angefangen hat, oder der Wahl wird, dann sagen wir, was glaubst du dir zu sein? Wer glaubst du dir zu sein? Aber ab ihrem, wer glaubst du, bist du? Wenn du in ein paar Wort von der Ausmaß kannst sagen, das ist wer ich sein, was wirst du sein? Wer bist du? Wo wir die Frage beantworten, ist, was uns Leben bestimmt wird oder was wir wollen bekommen ins Leben. Und das ist eine wichtige Frage. Und wir machen tun dort, entweder Menschen oder Umstände, haben uns durch das Leben vielmal gesagt, wer wir sind und wie glauben dort. Als wir abwaschen, dann hat wir vielleicht wie so eine Dinge, was du mehr spielt, ich habe aus den obersten Dinge, und dann glaubst du, die Werte sein, wie in die Toys, was du hast. Vielleicht wirst du von so einer Familie, wo du weniger Toys hast aus den obersten Dinge, und dann mögt dort die sein, wer du dachtest, du wirst. Vielleicht, wenn die abwaschen und du ein Teenager wirst, dann schreiben junge Menschen sich Phones, und wer der beste Phone hat, oder wer das schlechteste Phone hat, dort bestimmt ein Mensch, wer der ist. Dann sind es die Gute und die Schlechte, oder die wird sich viel meinte sein oder wenig meinte sein. Wenn wir gerade waschen, dann haben wir vielleicht ein Fahrzeug, eine Car, ein Pickup, und du nur, was gut das ist, oder was schlecht das ist, du nur savvy wird, oder du nur savvy wird. Oder vielleicht, wenn wir in einem armen Haus wohnen, ein reiches Haus, oder wenn wir ein großes Business haben, oder wir können erst nicht ein Leben verlängern. Du nur, was wir haben, das bestimmt vielmal, was wir von uns selbst denken. Und wir müssen das so tun, durch uns Leben, das die Futter von allen Leben ist, und der vielmal mit den Umständen zu uns gesagt, wer wir sind. Der hat uns vielmal Ferien lernen und gesagt, das wäre die Beste, wenn du es hier genug Proof oder Abweis für, dass du das sein. Und von der Ausmaß, werden wir in Efeser Kapitel einchecken, und wir werden die Frau besonders von der beantworten, durch Gott sein Wort. Und so, unsere Thema, was wir haben, oder eine Series, was wir haben, das nennen wir am Himmel und auf der Erde. Und das ist der Efeesa Breef, aber die Ursache, warum wir diesen Titel gegeben haben, ist, der ganze Brief handelt sich um diese zwei Dinge. Die ersten 3 Kapitel handeln sich von, wer wir sind. Die letzten 3 Kapitel handeln sich von, was wir tun sollen. Wir sind himmlische Bürger, wir sind alle im Himmel geboren, sozusagen. Wir sind Port von einem neuen Himmelreich, aber wir leben noch einmal auf dieser Welt. Wir sind noch einmal Menschen, wir sind in diesem Körper. Und wo diese zwei Königreiche sich overlapping tun und wo wir leben mit einer neuen Gesinnung auf dieser Erde. Wo wir können als Himmelsbürger, himmlische Menschen leben auf dieser Welt, wo wir sind. Und so, das sind die 2 große Themen, die wir uns wollen bekicken. Aber dann sind 3 Themen oder 3 Themen, wo wir wollen viel noch kicken. Und eins ist, ich nenne das Sätten, in den ersten 3 Kapitel alles, was Paulus steht, uns zu sein, wir sollen mal durchsaten und mal uns dort evaluieren, wer wir sind. Mal gut durchdenken, wer wir sind. In den ersten 3 Kapitel sagt er uns, gleich, wo wir leben sollen, der sagt gleich, was wir haben tun oder was wir sollen tun. Der sagt bloß, wir sollen mal horchen, wer wir sind. Wir sollen mal vernehmen können, wer wir sind. Und der zweite Part hat zu tun mit, wo wir sollen leben, wo wir sollen wohnen als Christen. Und dann der dritte Part, wo wir uns sollen vorsaten und stehen bleiben, wenn so tun kämpfen uns angreifen will. Und so ich möchte Ihnen sagen, ich bin sehr, sehr excited, wenn viele von diesen Wahrheiten, die sind für uns von der geschrieben. Die sind dort, dass wir aus der Kirche lernen, wer wir sind in Jesus und wo wir als Himmelsbürger auf dieser Welt leben.
En ik vreem me wegen vele van deze waarheden. Ik me zeggen dat zijn waarheden, wat worden die persoonlijk nicht bloß sein, wo die aardig ist, aber die sein, dass du so smoutvoeten en fernweg gaan en dien leven. In ganz korten Kontext, een introduction to Efeesa, en ik glaube dat helpt ons te verstaan, wenn wir Efeesa lesen, dan we in Efeesa, dat wir zu einer kleinen Kjoakj geschrieben, dat zegt in vers 1, dat zegt, zu der Heilige in Ephesus, da hat Paulus das Brief geschrieben. Nu, Ephesus, dat wie eine Stadt, so hat die Kjoakj nicht unbedingt, aber so hat die Stadt, wo diese Kjoakj ben wir. Nur denn, dass Jesus wir auf dieser Welt war, haben wir gestorben, haben wir abgestorben, in den Himmel gefahren, dann hat Jesus eine Kjoakj gegründet. Und die Kjoakj leidt nicht unbedingt in ein großes Gebiet, das leidt nicht in eine große Stadt, wo die Menschen alle taub kommen. Die Kjoakj, das sagt, nur ein Teil kleine Gruppen von wahrgeborenen Christen, die in Kleinasien verstreut werden. Das meint, es sind alle Wege kleine Gruppen, die taub kommen, en derche Weg taub zijn en beden en dat evangelium verspreiden. En so eine von diesen kleinen Gruppen ist eine große Stadt, die Ephesus heißt. En Paulus hat das du gewaßt bei dieser Kjoakj, der hat uns sehr effektiv oder ein erfolgreicher Ministry hat für meisten Jahre, sagt du, ein Apostelgeschichte 16 oder 19 liegt dort. Und so, du hast lange geschafft, und niemand einmal dann als Paulus dat soll Jahren Luther, das in Gefängnis gekommen, und von dem Gefängnis schrift in diese kleine Gruppe von Christen in Brief. Und ein wichtiges Ding zu verstehen, zu den Kontext sein, ist, dass die Stadt, wo diese kleine Kjoakj bin, ist eine sehr große Stadt, das ist eine sehr wichtige Stadt für die Welt. Und das ist eine sehr weltliche Stadt, wo wir das nennen, aber auch eine sehr religiöse Stadt. Das sind über 50 Tempels, wo alle Sorten verschiedene Götter angebetet werden. Und so dann sage ich, das wird von Religion bedreigt und das wird von der Welt bedreigt und das ist eine multi-ethnical city, wo sehr viele verschiedene Sprachen von Menschen sind. Und so eine Mad von dieser großen Stadt, das ist eine kleine Gruppe von Menschen, zu wo Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und so ergleicht dort wir alle Dinge, die die Epheser kämpfen oder unter Druck für sind, das sind gerade so Dinge, wo wir von der sind. Wir leben in einer Mad von der Welt, wo die Welt uns bedrängt, wo Religion uns bedrängt und wo wir viele verschiedene Sprachen und Kulturen von Menschen haben. Und Paulus schrift diese kleine Kjoakj, so steht. Und ich will hier sagen, dass ein paar Marken von der ersten Vers, wenn das sehr wichtig. Paulus sagt, je sind die Heilige von Ephesus, der wird den Herrn Jesus Christus treu sein. Und wir würden uns besonders teachen, würden wir uns meist nicht wehren, das Wort zu irgendwem zu sein, würden wir. Du bist eine heilige Person. Der wird sein Meister Heiligtum, der wird über unsere Lappen kommen lassen. Aber Paulus sagt nicht, dass diese Brief schrieb ich nicht die Sünder von Ephesus, wenn du gerat sind, geworden durch Gott seine Gnade. Und das hat sich sehr schön, wenn wir uns da mitgehen und sagen, wie sind diese arme Sünder, wo du bloß gerat sind durch Gott seine Gnade. Könnt ihr was sein? Wenn du bloß ein armer Sünder bist, wo du gerat ist durch Gott seine Gnade, dann wirst du auch so leben als ein armer Sünder, wo du bloß immer mehr und mehr Gnade von Gott brauchst. Wir sind nicht so eine Menschen, die bloß von Gott seine Krümels und das eten. Wir setzen mit Gott auf und das und Paulus sagt, hier sind die Heilige. Hier sind die Heilige Menschen. Und today schrift er das im Brief. Und gleich dort, wie dort wurde den Namen, er sagt, hier sind die Treue von Ephesus, oder wird Jesus treu sein. Er sagt, die Juden Frieden mit uns. Und das sind bloß diese zwei Wörter, die braucht in die Kjoakj begreifen, aber die von Ursache sein. Genug ist das fancy Wort, was wir einmal brauchen, und das muss sein, dass wir haben uns die Leib und die Vergebung nicht verdient. Wir haben die durch Genug gekriegt, und Friede ist bloß die Folge von Genug verstehen. Wenn du das verstehen hast, dass du bist allein durch Jesus in die Genug geraten, dann kostet dir nicht anders als Friede in dein Hort haben. Und so mit diesen zwei Wörter begreifst du dich. Und so von der Smarries würde ich gleich kriegt man dort anzufangen. Ich würde leichen, dass wir hier von der Smarries sorten und nicht so denken, wir wollen irgendwas hier und was wir tun sollen. Nicht ein Ding. Ich will nicht sein, was wir tun sollen, ich will nicht sein, was wir tun haben, ich will nicht sein, was wir in der Zukunft tun wollen. Von der Smarries, weil wir uns bloß einfach bekicken, was Jesus für uns getan hat. Und wenn diese Frau mit einmal gefragt wird, oder diese Frau selbst fragen ist, wer bin ich oder wer glaubst du dir zu sein, wer glaubst du bist du?
Und das Kapitel merkt uns sehr, sehr klar, dass wir sind, wer wir sind, nicht wen, was wir uns verdient haben oder wen, was wir getan haben. Wir sind dort, was wir sind, allein wen, was Jesus hat für uns getan. Und von der aus Morgens, wenn du hier bist, ich glaube, die was die Doelzaten, und die hier uns was Kirchenlehrer sein. Die hier uns sein, dort nicht bloß hier sitzen, sieht die Kirche von Montag und Dienstag, Mittwoch und danach, sieht die Kirche. Hey, vielen Dank, schön. Und das wird wir wollen sein. Aber von der aus Morgens würde ich wünschen, die was nicht denken, was die was nur mehr tun, durch den Weg. Nicht nur die Mission, was die was tun. Ich wünsche bloß einfach, dass die was die Doelzaten und die was horchen, und die von Gott sehen wird, oder von Gott selbst dort sein, hey, das ist Weg sein. Und das ist ganz das Gegenteil von was Religion uns lehrt. Religion lehrt uns immer weiter, dass wir müssen erst was tun, wir müssen erst was wollen. Und wenn du was getan hast, genug getan hast und fern genug geworden bist, dann kannst du dich hier in unsere mehr Doel setzen, du kannst von uns port werden. Paulus lehrt uns gleich das Gegenteil. Der lehrt uns, dass wir sollen verstehen, wer wir sind, sodass wir überhaupt können dort tun, was wir sollen tun. Dazu wird Paulus den Brief so anfangen, was den Anfang. Ich habe mir gedacht, dass der fängt den Brief an mit seinem Namen. Ich meine, Paulus sagt das ganz erste, ich bin Paulus. Und wir würden können sagen, Paulus, der sich gegraut, oder Paulus, das Brief hat mit Paulus selbst zu tun. Aber hör ich bloß mal. Der sagt, ich bin Paulus, und der eine Name von Paulus, dass wir nicht mal den sein ersten Namen. Dass wir ein Saul, dass wir Saul ist. Saul ist wie ein Mann, der ein Todmerker wird. Wir sind, was die Prediger Todmerken, Missionaren Todmerken Welt. Dass wir sind ein Mann, der keine Hoffnung hat an unsere Ehren. Aber als sich mit Jesus begegnet ein Tag, das verändert in sein Hort, das verändert in sein Leben, das verändert in seine Umgebung, wenn es der Leben wird. Und so, der Name, was Paulus hier braucht, das ist Saul, ist, was der erste Mal wird, der braucht sie nie Namen, nie Identität. Und dann sagt er, das weg sein. Ich bin Paulus, und je sind die Heilige von Ephesus. Ich bin ein Wunder von Gott, und so sei je. Und euer Paulus irgendwo unter das, dann sagt er, das wer wir sind. Und er gleicht das, das sagt er nicht so ein Ältester, ein großer Mann, der da oben ist, wo steht, oder das sagt er nicht, der Fire Elders, was irgendwo in die Kjoakj leiden tun, das sagt er nicht zu einem Executive Team, das sagt er zu einer Kjoakj. Der sagt, hier sind die Heilige, hier sind ein Wunder Gottes, das hat nichts zu tun mit was die tun haben, aber das hat alles zu tun mit was Gott hat an uns getan. Und so, wenn die von der in Haus fahren, weil ich das ganz am Anfang sein, wenn die von der in Haus fahren, ich glaube nicht, dass die von der Haus fahren und sagen, oh, Tocayo hat eine feine Arbeit mit Efeesa Uitlein oder eine feine Arbeit mit uns. No, ich wünsche, die würden in Haus gehen und der eine Frau bloß beantwortet haben. Wer bist du? Wer du glaubst, du bist, das merkt den ganzen Unterschied an dein Leben, wo die überhaupt was leben oder was leben können. Und so eine von den Dingen, was Paulus uns sagen wird, ist, dass wir sind himmlisch gesegnet. Wir leben auf dieser Erde, das ist nicht Kirche, aber wir sind von Himmel her all gesegnet. Er sagt in Vers 3 steht, ans Herr Jesus Christus, sein Gott und Vater, soll dafür gelobt werden, dass er uns aus Himmelsberg all die jährliche Segnungen geschenkt hat. Und das Wort all meint nicht schon, das meint nicht already. Das ist nicht das Wort von der hat uns das all gegeben. Das Wort meint alles. Der hat uns all die jährliche Segnungen gegeben. Und das ist eine Vergangenheit. Das ist nicht von dir verstanden alles tun, dann wird dir die Segnung geben. Das sagt, aus Himmelsberg habe ich rein alles gekriegt. Die jährliche Segnung, die habe ich gekriegt. Das passiert, dass du durch was Jesus getan hast. Vers 2 sagt er, wie als euer die Welt in Grund lädt, hat er uns. Und ich würde, wenn du von der bist, du bist wahre geboren, dann würde ich gleich noch die Namen dann schreiben jetzt. Wie als euer die Welt in Grund lädt, sagt er, hat er uns bestimmt in Christus Jesus, seine heilige, unschuldige Kinder zu sein. Und das Wort unschuldig braucht wir einmal zum Eiswem wahre, verachtender sein, wo unschuldig Menschen sind. Nicht? Weißt du, was unschuldig meint? Das meint schuldlos. Keine Schuld. Und wenn die das was lesen, so das geschrieben wird, dann was antworten, dass du keinmal eine Zeit oder einen Moment ein Leben gewasst, wo Gott die nicht will. Du keinmal eine Zeit gewasst, wo Gott die nicht will. Und der sagt er hat uns ausgewählt, und das ist große theologische Streit, wo Kirchen sich einmal spielen, dass wir sind gewählt oder nicht gewählt, oder dass wir Port sind von das oder nicht Port sind von das.
aber das ist nicht, was du sagst. Ich will gleich noch, du wirst all das mal an sie lassen, all das mal wirst Tag lassen, und dann bloß mal an die denken. Wenn du von Gott gewählt bist, soll er die Stirn zu Hand sein, er die Welt merken, und er wählt sich die, er will die. Das ist mehr als was wir verdrehen können, bloß du setzen und sagen, na, was habe ich getan, oder was soll ich tun, oder. Und die große Frage, was wir uns einmal fragen, so, wenn Gott mich annimmt, weil er die Welt gemerkt hat, woran nimmt Gott mich an? Habt ihr das mal so gegangen, dass Gott sehen die wehen, all die guten Dinge, was die da ist, oder? Habt ihr das mal so gegangen, dass Gott mit die unbedingt gewählt haben, weil nicht habt ihr wem gefangen werden, was einen großen Unterschied merken, Gott sie keine kriegt? Einmal dann gleich wieder, Gott hat sich ans gewählt, wenn wir wollen was tun für Gott. Oder vielleicht gleich wieder, Gott hat sich ans gewählt, wenn wir sind so lange in die Kirche gefahren, haben so viele arme Menschen geholfen. Oder vielleicht einmal, wenn unsere Eltern sind Christen gewesen, und dort, wo Gott sich ans gewählt hat. Aber hör ich bloß mal den nächsten Vers. Die Ursache, woran Gott das getan hat, ist in Vers 5, der sagt, wegen Gott seine Liebe für uns. Die Ursache, woran Gott sich die gewählt hat, ist nicht wegen, was du getan hast, aber das wegen, was Gott getan hat. Die Ursache, warum Gott sich die wählen lässt, ist nicht wegen, wo Gott du wirst, das wegen, wo Gott ist. Der sagt, wegen Gott seine Liebe hat das so angerichtet, dass uns durch Christus Jesus annehmen will. Aus seine eigenen Dinge. Und ich gucke, die sein das Worte, der will, dass es dort. Ich glaube, wir würden alle tauschen, dass wir glauben, Gott jammert über uns. Und die Ursache, warum Gott uns annimmt, wenn kein anderer will uns, und Gott nimmt uns an, wenn er jammert, und das ist gar nicht Frau. Aber wenn, stellt ihm bloß mal vor, das ist ein kleiner 5-jähriger Junge, der alle Tage begossen geht, und wir sind denn die alle, und wir weiten auf keine Eltern, wir wollen mit einmal an, das ist haltlos, darf nicht ein Haus, darf nicht Eltern. Und das kleine Junge, der hat nichts. Glaub je nicht, dass er wird sehr bald bei dir sein, dass irgendwer von uns den würde an unsere Familie annehmen, wenn uns das jammert. Wir haben niemals geplant, wen zu adoptieren, aber niemand immer war, wie wir den viel helfen. Und das würde eine rechte Ursache sein, den helfen, aber wir haben das nicht so geplant. Aber nur diesen Tag nur ist das nicht, woran Gott uns annimmt. Die Ursache, woran Gott die will, als wenn den jammert, aber mehr als dort, als wenn die will, die von eurer den Welt den Grund legt, will die kriegt die. Der hat die nach immer wollt. Der will die, wenn der gleicht die, und der will die bloß. Ich weiß nicht, Sie noch mal da some von diesen Shows watchen, da noch mal The Voice watchen, wo Menschen machen, auf dem Stage singen, dann sind das Judges, die überrascht, der Stelle überrascht, das sind da noch mal watchen. Ja? Und dann, du nur wahrscheinlich die Menschen sehen können, du nur dann deine Stuhl dreht rein und dann nehmen die an. Right? Oder Got Talent, der noch mal sein. Sind alles Rechte, die du setzen, und die Menschen machen am Stage performing, die machen echt, was sei Fan da und sei recht da, und besonders wenn Simon du hast, dann machen alles perfekt da, nicht? Ja? Und du nur aus der Recht getan haben, du nur wollen den Knopf drücken sein, du bist angenommen oder du bist nicht angenommen. Aber nicht so steht hier. Hier ist das ganz anders. Das sagt, vor dem, dass du gesungen hast, oder vor dem, dass du was getan hast, vor dem, dass du auf den Stage abgingst, vor dem, dass du den ersten Udem gemerkt hast, dann hat Gott den goldenen Buzzer drücken. Die sagt, ich nehme die an, dass du bist. Ich will die haben. Und so dort merken Unterschied, wo wir denken, dort merken Unterschied, wo wir leben. Gott wählt sich die nicht, wen, was du getan hast, Gott wählt sich die, wen, wer wir. Und so, die nächste paar Versen sagen uns, die erklären uns, wo das in Detail sieht. Und der sagt in Vers 7, der sagt, durch Jesus, der sein Blut für uns verguten hat, sehr wie losgekauft. Durch Jesus. Und ich will Ihnen mal merken, das ist der Weg, wenn ihr in eine Small Groups sind oder in Life Groups, dort mal den ersten Kapitel durchlesen von Epheser. Und dann dort mal utfinden, wo viel Mal dort du sagst, wer wir und wer wir nie sind, aber der Hinger, die hängen ist immer Jesus. Wo viel Mal dort du sagst, durch Jesus oder durch Not. Das hat nichts zu tun mit was wir getan haben, das hat immer zu tun mit was Jesus von uns getan hat. Wo viel Mal dort du sagst, dort in Jesus oder durch Jesus habe ich dort gekriegt, was wir haben. Das ist nicht wegen der Kjoakj, das ist nicht wegen deiner Eltern, das ist nicht wegen was du getan hast, das ist bloß allein durch Jesus, das sagt,
wir sind losgekauft durch Jesus. Vers 8 sagt er, wir sind, oder uns sind die Sünden vergeben durch die große Gnade, die ins Leben ist hineingekommen. Vers 11 sagt er, wir sind nicht bloß vergeben und losgekauft, aber er sagt, wir sind Erben geworden von dem Himmel. Wir haben den Himmel all geerben, all verdammt, dass wir den überhaupt haben. Haben wir den Himmel ganz geerben. Und das ist unser. Das, was Gott sieht, ist, das ist uns geworden, wenn wir sind Part von der Familie geworden. Und dann sagt er, wo sicher das ist, wenn einmal dann zweifeln wir und wir bedauern, dass dort, was wir haben, als zu vertrauen. Aber hören wir, was die Sachen verstehen. Die Sachen, so wie das auch mit uns, die die Wahrheit gehört haben, durch gerat worden in einem Glauben. Und so, ich will sagen, auf morgen, das sind nicht bloß die, was die Wahrheit hören, das sind die, was du durch Glauben, durch die Wahrheit hören. Die sagt, okay, was du glauben, durch die Wahrheit hören, der sagt es jetzt, dann tieken Gott jünt mit den Heiligen Geist. Und so meint das, wenn du glaubst, wenn du Part bist von der Kjoakj geworden, von Gott seine Kjoakj, der wird du glauben, der sagt, dann tieken Gott die mit den Heiligen Geist, und das ist das Bild von der die versiegelt, die verstampelt. Okay? Wenn wir nochmal einen Kontrakt merken mit SWM, dann werden wir einen Stempel haben, sodass wir weiter nicht geldig. So Gott selbst hat die Tiken mit den Heiligen Geist gestempelt. In Vers 17 sagt er, Vers 14 sagt er, in der Heilige Geist die Bürg dafür, dass die wollen kriegen, was ihnen versprechen ist. Sieh, der Heilige Geist ist die Bürg dafür. Das ist der Futter, das ist der Sehen, der Heilige Geist. Und Gott merkt einen Deal mit uns. Und sie sehen, was dafür verstorben. Durch den kämpft das alle. Aber der andere Part von der Dreieinigkeit ist die Bürg dafür, dass die was kriegen. Und so Sachen aus Bürger kann sein, aber die können uns fehlen, nicht? Wir haben uns erst im Jahr gelitten, die haben 2 Bürger, was wenn die alle 3 sterben? Gott wird niemals mehr sterben. Keiner kann Gott in den Grab holen, und so die sagt, der Bürger dafür, der hat die besiegelt und der hat die dort gegeben. Und so, wenn du hier von dir bist, dann hör ich mal nicht dort für die. Denk du mal an, dass du stierst in den Himmel wären, dann wirst du an Gott sein Hort. Dann wirst du an Gott sein Wellen. Und Heiwoldi. Und für die nächsten 1000 Billionen Jahre bist du versiegelt mit den Heiligen Geist. Merk die Wahrheit mal dienen. Denk du mal an, dass das ist, was Gott wirklich von dir sagt. Der sagt, der letzte Part in den Vers 14, der sagt, du wehen wel wie, und ich gucke die Marken, der sagt, du wehen wel wie nu, alle seine Herrlichkeit loben. Du wehen. Der sagt nicht, was wir sollen tun, der sagt nicht, das, was jemand tun, der sagt, du wehen wel wie. Ich meine, wenn wir diese Wahrheit mal verstehen können, dass unsere Wahrheit, das ist kein Weg, dass wir Gott nicht wollen preisen, wir den loben wollen. Und da merken wir Unterschied, wo wir in die Kirche kommen, der hat nicht. Wir kommen hier und sind als Mars nicht taublos werden, wir wollen singen oder sein wahrscheinlich wie singen können. Wir sollen hier taub kommen, um Gott loben, für was er getan hat. So, in dieser Wahrheit, der Wahrheit ist, das merkt du in danach keinen Unterschied, wenn es nicht deine Wahrheit ist. Okay? Nicht hörst du nur wen. Ich kann dir das dein Leben lang sein, oder unsere Lehrer kennen, oder deine Eltern können dir das Leben lang sein, und das ist die Wahrheit. Gott kann dir mal richtig sein Wort sein, und das ist die Wahrheit. Aber wenn die Wahrheit nicht deine Wort, das merkt nicht aus. Denk du mal an. Und du weißt, es ist so sehr wichtig, dass wir Gott lassen, diese Wahrheit uns vertrauen. Nicht Pastor Tocayo, nicht irgendwie anders, aber lass Gott diese Wahrheit in dein Leben ansprechen. Und das braucht ein Mystery, das braucht ein Wunder Gottes, dass du diese Wahrheit verstehen. Das ein Ding, in die Kirche kommen, das ein Ding singen, in einen Service haben, das ein Ding gerade das Gebiet bauen, aber das ist ein ganz anderes Ding, dass Menschen wollen ein Leben haben, ein Leben in Gott. Und das, woran Paul ist für die nächste Zeit in diesem Kapitel, alles, was er erst beten, die bet für die Kjoakj. Und Paulus bet in den nächsten Versen, der bet bloß, dass die Kjoakj wird verstehen, dass diese Wahrheit ist, die Kjoakj ihre Wahrheit. Diese Wahrheit ist unsere Wahrheit. Und
wenn wir überdenken, woran das ist, ich meine, wir können verstehen, nicht so? Denk mal an, dass du nach keinmal haben echt was Seitet in die Leben gegeben. Nach keinmal was Seitet geschmeckt. Du hast Süret geschmeckt, du hast Saltet geschmeckt, Butter geschmeckt, aber du hast nach keinmal in dein Leben Seitet geschmeckt. Wo würde ich dir erklären, wo Seit schmecken das? Ab wovon war ich, würde ich dir das sein, dass das wo Seit schmecken das? Das ist kein Weg, ich würde dir erklären. Weil ich dir einen Lepel Honig geben und dann muss ich das selbst proben. Dann muss ich sagen, das ist, wo das schmeckt. In China wird die merken, diese Wahrheiten zu verstehen, bitte die, wem sie eine Wahrheit nicht sein. Bitte Gott seine Helden ist. Und so Paulus bet, dass die Kjoakj wird nicht bloß intellektuell oder verständlich das verstehen, die bet, dass die Kjoakj das wird erfahren. Und die bet, so steht, die sagt in Vers 17, so steht, die sagt, die bet für Weisheiten an sich, oder dass Gott wird Weisheiten an sich schenken, dass die diese Wahrheit wollen verstehen, aber das erste, was die bet, ist, die sagt, für an sich in Weisheit, dass die Armen, das meint Jesus, später wollen verstehen können. Nu denkt man nur, dass wir Menschen, die Jesus kannten, dass wir Menschen, die Jesus haben angenommen, dass wir Menschen, die Jesus treu wären. Aber Paulus in Gebet ist, dass die Jesus Christus wollen besser verstehen können. Nicht Paulus, nicht die Kjoakj, die will haben, die sollen Jesus Christus besser verstehen. Und das ist mein Gebet von der, dass wir wollen Jesus besser kennenlernen, als was wir jemals haben. Einmal glaube ich, dass Jesus heißt, der wir uns wird Leben haben, hier von angefangen, von du und wieder, wo ich gewesen aber wir müssen Jesus besser kennenlernen. Jesus soll kennenlernen, was er ist. Der betet, die wollen Jesus kennenlernen. Der betet, die wollen an sich gegeben worden, ein Hort, nicht bloß ein Verstand, aber Horten zu vernehmen, wo groß diese Hoffnung ist, die Gott für uns reit hat. Und so, das ist nicht bloß eine Hoffnung, wo du Fleisch hast oder Fleisch hast, das ist eine Hoffnung, wo du 100% sicher hast. Das ist, ich bete, dass ihr das wollen und ihr Hort vernehmen, das ist Hoffnung. Das dritte Ding, wo der Verbet ist, in Vers 18, der sagt, wo groß und herrlich das Aufgott ist, was ihr in der Zukunft haben. Okay? Oder was ihr haben, aber was du in der Zukunft, was in den Hängen sind. Und so der Bet für dort, dass wir wollen alle jährliche Segnungen völlig beleben. Und dann das letzte in Vers 19, der Bet für dass die wollen begreifen können. Habe ich was gesagt? Der Bet, dass die wollen begreifen können, was für eine riesige Kraft Gott in uns wirken lässt. Und so eine von den Dingen, was ich vielmal sage, dass wenn wir irgendwas wollen, dann beten wir Gott, dass er uns mehr und mehr Kraft geben. Zu was beten wir für mehr Kraft, wenn wir alle Kraft, himmlische Kraft in uns haben? Denkt mal an. Was du den Unterschied merkst, ist, wenn du das glaubst, dass du hast die Kraft. Paulus sagt nicht, dass er mehr Kraft geben wollen. Der sagt bloß, ich bete, dass die wollen, dass zu sein kriegen, dass die diese riesige Kraft. Und ich will nicht sagen, dass Wut machen, weißt du, was riesig meint? Das meint eine monstrous power. Riesig meint bloß eine gewaltig große Kraft. Und Paulus will haben, die Kjoakj soll verstehen und vernehmen, dass die diese Kraft haben. Wenn dort merken Unterschied, wo wir leben. Und einmal weit wir nicht, wo wir die Deel wollen vorab merken, wir weit nicht, wo wir in dieser Welt wollen leben, wir weit nicht, wo stark so tun ist. Weißt du was? Wenn wir Gott seine Kraft kennenlernen, dann brauchen wir Gott so tun, seine Kraft oder seine Limits weiten. Ich habe mir gedacht, dass David, der braucht keinmal Goliath seine Kraft weiten, der weiß bloß Gott seine Kraft. Und dort merken Unterschied. In so einer Welt, wo diese Jungs leben, oder diese Kjoakj leben, dass wir auch nicht in der Welt, dass wir in einer Welt, wo, ich meine, kriegt diese Zeit, wo Paulus das schrieben, alles ändert. Die Kjoakj hat für viele Jahre große Verfolgung gelitten von den Juden selbst, von der Religion, aber niemand einmal dreht, dass alle Ewig, kriegt in diesen Jahren, wo das Brief geschrieben ist, du von Raum hat einmal an die Christen zu verfolgen, sehr hart. Und diesen Kaiser, wenn ihr noch mal von den studieren wollen, viele Geschichten sind von ihnen geschrieben, aber das Caesar Nero. Nero ist ein Mann, der abschnitt, das ist der erste Kaiser, der die Christen verfolgen. Und sehr damals kennen, der hat alle direkt die Union, wo diese Kjoakj wären. Und dass wir so auch mit denen, dass die Zeit, wo Paulus das schreibt, der Nero, der in Port von seiner eine Stadt von Rom verbrennen, und dann möchte seine Menschen, oder lügt seine Menschen für die Christen hat nicht getan.
Bloß, dass die so ein Dahl waren für die Christen, die von der Welt raufwaschen. Das wird in sie Plan. Und so wie eine Zeit, wo die Christen dort merken, alle Wege auf der Welt. Und du wurden, wenn die dann nicht so Sport spielen, die hatten nicht bloß Licht, die können Licht answitchen, so die wurden Christen hoch und Pools umbringen, die du mit Öl bejeiten und die du anstecken, lebende Menschen. Und die Christen waren schrecklich verfolgt. Und dann kannst du dir bloß vorstellen, dass die Christen dachten, so, wir haben die Karte eng von den Stock zu holen gekriegt. Wir sind diese kleine Gruppe, die keine Kraft haben. Und in dieser Zeit mit Paulus beten für die Kjoakj, die beten, die sagen, ich bete, dass die das wollen verstehen können, dass die wird angehen, dass es gratis in der Welt lebt. Ich bete, dass die das wollen zu holen kriegen, dass wenn die Kraft nicht sein, der erste Band. Und das ist probably eine andere Kraft, was wir einmal erwartet haben, nicht so? Und so, ich wollte hier zumerken, ich will die letzte paar Versen bloß mit Ihnen mitgeben. Das sagt hier, dass dieselbe Kraft, die Jesus hat, von dort abgewirkt, und Jesus hat die rechte Hand bei Gott durchgesagt. Wir haben jetzt an der Porte merken wir, das sagt Jesus, aus der wir gestorben, abgestanden und in den Himmel gefahren, Jesus, der sagt, und der sagte von der wie dem Vater. Und weißt du, warum Jesus das sagt, wenn der Krieg ist vor dich? Jesus sagte, wenn das kein, nicht alarmt, nicht kämpft und wie surprised. Der sagte bloß, und der weiß alles alle vor dich. Nicht bloß sagte du bei dem Vater, aber das sagt du dort, hoch über alle Machen, Gewalten und Kraft und Herrschaft. Das meint dort, rein alle Kraft, rein alle hoch, nicht bloß ein Ängste, aber hoch du über, du sagst Jesus. Okay? Und dann sagt er, dass alles ist unter Jesus in der Fight. Das ist ein kleines so steht, dass einmal ein Movie watch, wo ihr das eng einstellen sein, und dann wisst ihr klar, was wird passieren, und dann fangen ihr das einmal von Anfang an zu kicken. Das merkt nicht, halt nicht sehr viel an, das. Dann hockt ihr bloß nach und denkt so, weit einmal was zu einkommen, nicht? Dann hockt ihr bloß. Das ist bloß noch eine Zeit von Lüren. Einmal gedacht, dass das, was unsere Erlösung nur sieht, wie unsere Erlösung ist vor dich. Als Jesus in Krieg sagt, dass wir vor dich, dann seht ihr, dass wir vor dich, und der meint, dass wir vor dich. Die brauchst du nicht viel zu tun, die brauchst du nicht wenig zu tun, die brauchst du bloß nichts zu tun. Das ist vor dich, du kannst die, wenn dort holen, kannst du die Duel sagen, und das Wort hat für die nehmen. Jesus hat sich auch Duel gesagt, wenn dort Port ist vor dich. Okay? Und so, wenn der Wort hat, unser Wort hat Wort, dann wird einmal dann ändert dort, wo wir Gott loben, das ändert, wo wir Gott preisen, das ändert, wo wir leben. Und so, ganz kort nach einmal 3. Paulus, der sagt es, dass ich bin Paulus und je sind der Heilige. Ich bin ein Wunder Gottes und je sind auch, dass auf Gott seine Kraft gebraucht, um uns merken, wer wir sind. Und was wir einmal von verjährten ist, dass Paulus schriftet mit seinen Ketten und Hängen. Okay? Und in dem Kontext sagt dass Paulus hat sehr viel Kraft, der könnte die Ketten losreden. Oder der vielleicht sein, dass die Kjoakj fehlt Mut, die Kjoakj fehlt geschrieben, aber ich bin Fuß. Aber Paulus wies uns dort mit diesem Brief selbst, dass die Kraft, die Paulus gekriegt hat, das ist eine innerliche Kraft. Und von Büten ist die euch fertig zu sein. Ich meine, Paulus ist Fuß, die Kjoakj waren verfolgt, viele Christen starben. Aber die Kraft, die die haben, wird niemand mehr abholen. Das ist eine innerliche Kraft, wo du alles gewinnen kannst auf dieser Welt. Und wo du in Ewigkeit stehen wird. Und so, wenn du von der smart bist und du weißt nicht, was dieses Wort hat dienen ist, dann würde ich die Mut merken, merk, dass von der dienen Wort hat. Nimm die von der Zeit 100% sicher merken, dass du Port bist von der Kjoakj, nicht bloß Läwens Kjoakj, aber die Kjoakj in der Welt, wo du wahre geborene Christen sind. Und so dieses Wort hat kann dienen sein, oder dieses Wort hätten. Und wenn du hier von der bist und du hast so lange Jesus gekannt oder euer Jesus kennengelernt, dann will ich dir eine Sache, welche Frau fragen. Wort wann die dort ganz auf ihrem Fuß bleiben, nicht bloß hier bin, aber da in den Hort bleiben, dass das wäre die Best. Wort wann die dort auf ihrem bleiben, dass du bist nicht dort, was die in der Vergangenheit die gemerkt haben von anderen Menschen, die gesagt haben. Wort wann die dort bleiben, dass du bist von Ewigkeit her an Gott seine Hort gewesen. Und für die nächsten Billionen Jahren bist du versiegelt, du bist gestempelt und du bist Gott seiner.
du bist Gott sein. Was willst du tun?